Haut dritten fachte Sonntag begrüßen Sie euch aus der Kirche von Kliew, iwwer Drofunheit Sondes Mass. Et singt Choral von Kliew, Dirigent aus den Erik Schmidt, Organistin Dan Weiß de Jong. Sie spielt als Entree Präambulum vom Kindermann. Dönner Sangemer Peuple de Lumière von Saint-Gé à Kempf. Messe de la Réunion von Djibowski Anna Kepsimas. Comme un souffle von Jacob an Courage. Seid fröhlich, ihr Christen, von Strauch an Heitzmann. Prenez et mangez von Brüders. An als Schlusslied Dich Gott und Vater von Bourgeois à Bon Fils. Durchel spielt als Sorti Toccata in G vom Pachelbel. Mat mir konzelebrierte Klierverdächen Chanoine Jos Römen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Leif Leid heit zu Klärew an der Kirche, leif alle Gur, die da über Medien mit deis verbunden sind. Wer deis Leid heit zu Lands an Europa zur Zeit am meisten beschäftigt, auch laut Umfrage, sind zwei Themen. Der Krieg an der Ukraine, an immer nach der Corona-Pandemie, wo die Zahlen es am Klamme sind, als jeder von uns Menschen kennt, die sich angestach haben. Die Konferenz von den europäischen Kirchen, CCEE, hat dafür proposiert, dass an dieser Fastenzeit alldach an einem anderen Land an Europa soll eng Mass gefeiert gehen an diesen zwei Ulayes. Für den Frieden an Ukraine, an für die Verstorben von der Pandemie. Haut das den Tour und Lützeburg. Dafür will mir all zusammen, hei an der Kirche, an dir daheim, bei der Television oder beim Internet, an der Mass und die denken, die an der Ukraine zu Schuld kommen sind, die Besitz erleben, verlieren oder verloren haben oder die fortgehen mussten an lo als Flüchtlingen NRW sind. Aber wir denn auch für die Daffer von der Pandemie. Heute zu Lützeburg sind das ja mittlerweile über 1000. Maria trägt drin am Lied, biet für sie an ihr Familien. Königin vom Frieden, tritt bei dem Jung an für den Frieden an Osteuropa, an ob der ganzen Welt. Ergöfte politische Responsablen Gedanken an Initiativen für Frieden, an ihr Herz, an ihre Gesinnung, an ihre Gespräche, an ihren Verhandlungen. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit eis Sohn, eis all eis Schuld nur losen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen weidete Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug.
Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum brennt dann der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, der ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, und sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen und in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Da sagte Mose zu Gott: Ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort: Du sollst zu den Israeliten sagen: Der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose: So sagt zu den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen in allen Generationen. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Evangelium Jesu Christi nach Lukas. Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum, und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, dat hat sich de Moses sicher nicht erwähnt, dass hier beim Gießen hiden den Herrgott begegnen gif, und dass Gott hin sogar aus einem Därestrauch, die brennt, ging aussprechen. Die Szene vom brennenden Dornbusch erzählt von einer Erfahrung, die das Volk Israel immer gemacht hat. Den Herrgott ist nicht weit weg von uns, irgendwo am Himmel. Nee, Gott füllt bei uns Menschen sein. Und zwar da, wo wir sind, nur bei uns, bei unserer täglichen Aktivität. Doch wir könnten bei uns. Es ist uns ob, es schwätzt uns oder enthüllt Menschen als ein Dienst, auch Haut. Allerdings muss man urchtsam sein, auf vierwitzig, wenn wir wie de Moses Gott an unserem Alltag entdecken wollen. An den Herrgott tut Menschen gern. Wir sind ihm nicht egal. Du weinst greift ihn an, wie Israel an Not gerät, an Hilfe braucht. Hier interveniert, aber beobtrachte Moses, sei Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herauszuführen. Mit Moses hat Angst und zweifelt, ob hier doch für der richtige Mann wir. Als hier wirklich geegent, hier die Fehler erschwächten hat, die noch schon in Ägypter umgelöst hat. Wir werden ihm leben, ob hier lauschteen. Mis der für das Aufgabe nicht ganz ernst sein, besser, mehr fromm, mehr gerecht, mehr couragiert. Mehr als Geschichte weist, Gott denkt ernst wie wir Menschen. Wenn hier eis so etwas oprieft, trauten eis auch zu, dass wir dat können. Et leid eis, et zu wohnen, aber wie de Moses eis Gott zur Verfügung zu stellen. Weil, obwohl de Moses sich ufangs wird, an den Auftrag vor Gott lieber vor sich gewiesen hat, willigten an. Vertraut diesem Gott an dem, was sein Numm Gutes verspricht. Den Numm vor Gott. Gott seht vor sich selber, ich sind do für ich. Ein ungewöhnlicher Numm. Das ist ein Numm, den etwas verspricht. Den Herrgott verspricht, für eis do zu sein, an eis beizustehen. Verspricht, all wer mat eis zu gehen, an eis nicht zu verlassen. Da tut Moses Mut gemacht.
An dass Gott diesen zurecht dreht, dass wirklich zuverlässig an trei ass, da den sich op hier verlosse kann, weist dat gut en von dieser Geschichte. Dem Moses gelingt es nämlich wirklich, mit Gottes Hilfe, das Volk Israel aus den Händen von den Ägypter zu befreien, an das gelobte Land zu feiern. Gott ist nicht nur ein Gott, der lebt an drei für das Volk Israel, mir will das selbst auch für uns Haut sein. Mit ihm auf unserer Seite können wir uns viel zutrauen, und vielleicht wie der Moses zu Retter für andere Menschen gehen. Liebe Leute, stell dich mal vor, es gibt eine Zeitmaschine gehen, wie am Film. Ich muss just auf ein Knöpfchen drücken und ich kann dann Zukunft reisen. Wo sehen wir uns an 20 Jahren? Was wird da sein? Was wird man dann machen? Das Evangelium von heute ist nicht leicht zu verstehen, aber etwas ist deutlich. Gott baut auf Zukunft. Ein Feigenbaum bringt schon 3 Jahre keine Früchte mehr. Mit dem Herrgott geht er nicht ab. Ein bisschen Boden dabei, ein bisschen ablackern, Dünger drüber, und da gucken wir mal. Nächstes Jahr werden wir Früchten drohen. Natürlich geht es am Evangelium nicht Beem, mir ehnt sich an Länge meist Menschen. Auch wenn wir der Äppel nach Bieren oder sonst welche Obstsorten und eisen Erm a Bein wussen, können wir doch Früchten auf vier bringen. Wenn Menschen Gutes dienen, dass sie wunderbar Früchten von der Lebt. Wenn Menschen kahl sind, sich nicht um andere kümmern, bleiben sie fruchtlos. Der Jesus weist aus seinem Gleichnis, dass kein Mensch ein hoffnungsloser Fall ist. Sogar die schrecklichsten, kielsten Zeitgenossen dreht Gutes aus sich. Man muss nicht just auf vier lackeln, ihm dabei helfen, auf für allem Geduld tun. Früchten brauchen Zeit. Was für all Mensch gilt, gilt für jeden Einzel von uns auch. Manchmal sind wir selber unser schlimmster Feind, sind unzufrieden mit dem, was wir erreichen. Dann ist Gott derjenige, den uns Hoffnung und Courage mischt. Komm, hol dich und weißt du was? Los da helfen, los dich Sorgen, lebt drun, auch du wirst Früchte vom Leben auf vier bringen. Viel von euch kennen, nach vielleicht aus der Kannerzeit, die Geschichte vom Heidi. Das lebensfrohe Mädchen kennt bei seinem Bobi, den Almöhi, den alle Grandjang, die bei allen unbelebt ist, als sich am Becher verfußt wird, für mit keinem etwas zu dienen zu haben. Hier will Heidi auch für das Mal gar nicht bei sich haben. Aber wie dem Sing Frischheit, a Spritzigkeit, a Jovialität ihm immer besser gefällt, ändert ihn seine Haltung. Aber wie Heidi schließlich an Stadt muss, geht deutlich, wie ihn hat vermisst, aber wie gerne tut. Und das berät alles für es zu machen. Eine andere Geschichte lebt all Jahr Christtag auf der Television, der kleine Locht. Das ist die Geschichte von einem lebenslüchtigen Jungen aus Amerika, der gewurget, dass ein Locht an England ist. Mit seiner Mam fährt er an England, für do sein griesgrämige Bopa kennenzulernen. Auch diese geht ugestach von der Lebt von seinem Enkel, a verändert sein Leben, an Leben von den Menschen hier irrem. Schreiben noch mir nie einer Menschen auf. Los ma hinnen Zeit, gimmer weit Heidi, wei de kleine Locht, hinne von eiser Zuneigung. So gut war sie nicht verdingen. Los ma eis nicht durch Rückschläge decouragieren, auch sie können ändern. Zurück bei Gleichnis vom Feigenbaum. De Winzer geht den nicht op, so wie Älteren, die nicht mitgehen, ihre Kanner dir abzuhalten, weil sie bereit sind, echt an das schwer Erziehungsarbeit zu leisten. Falle losen, als sehr geschieht, wie war das dann gewonnen? Der Jesus geht nie ein op. Hin hört ein Perz Geduld. Wir all kennen Leid, die so ein Geduld tun, auf werden können, obwohl sie längst durchgreifen müssten. Dem Jesus lebt als geduldig, nur Zeit, viel Zeit.
Bleib noch mir geduldig, hoffnungsvoll, mit den anderen, aber deis selber. Wann es tatsächlich eine Zeitmaschine gäbe und ich an Zukunft gefräsen, was gäbe es mir gehen? Egal, was es mir geht, was ich machen, wo ich da bin, erwohnen. Entscheidend ist nimmen, dass ich ein Mensch bin, der Frieden von lebt dreht. Ich lebe nun Zukunft, auch meine Zukunft, weil Gott drug lebt. Ja, liebe Brüder und Schwestern, da kann es sogar aus dem Negativen nach etwas Positives entstehen. Der Feigenbaum, den nicht wiest und nicht dafür bringt, als auch ein Bild für einen Mensch, den er Schuld verstrickt ist, weil er sich ja weigert, zu wurzeln, auf Frieden auf hier zu bringen. Ma, der Philosoph Karl Jaspers gewinnt sogar der Sinn vom Menschen nach etwas Positives auf, weil sie es nicht lässt, du no. Am Moment von der Schuld, meinte Jaspers, bemerkt der Mensch, dem sein Leben bis dahin einfach so dahin geplätschert ist, dass er wirklich existiert, dass er lebt, dass er da ist. Die Sünde tut durchaus ihren Zweck. Gesündigt zu haben, als dann sogar von Valeur. Klingt komisch, als aber so. Du hast gesündigt, fragt der Jesuit Antoni de Mello. Glückwunsch, wie viel lernst du aus dieser Erfahrung? Das ist ein decisiver Punkt. Oder so wie am Exultet an der Osternacht die Felix culpa, die glückliche Schuld besungen wird. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Die Schuld hat bewirkt, dass Gott Mensch wird, für eis zu erlesen. Und ihn erlesen eis tatsächlich, weil eis gern hat. Er verzeiht eis, aber begleitet eis die Wurzeln mit Geduld, mit Perzgeduld, bis zu der Zeit, wo eis ein eigene kleine Lebensbaum sein Frieden dreht. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du riefst eis Menschen zur Umkehr an zur Buß, so beten wir dich. Für all die am Dienst an unserer Kirche überholt haben, dass sie zeigen sie vom Herrgott, dem sein Name Barmherzigkeit ist, an den der Mensch zur Umkehr und zur echter Freiheit beruft. Herrgott, hierreis. Der nächste fragt dich, weit als Papst Franziskus Russland an die Ukraine der Mutter Gottes, dem Herz, der lebt, vom Jesus seiner Mam. Wir beten für das der Wahnsinn vom Krieg durch Friedensbemühungen gestoppt kann gern. Herrgott, hierreis. Herrgott, wir beten für das politisch Macht als Dienst verstanden wird. Wir beten für das Diktaturen hier Grenzen gesetzt kriegen. Herrgott, hierreis. Wir denken an unserem Gebet und an all die, die auf der Flucht sind, für den Krieg und Gewalt, für das Solidarität nicht nur lässt, an die karitativ Jährige wirksam unterstützt werden.
Herrgott, hier reis. Für Reis Kirch, dat sie mat Geduld nom Vorbild vom Golden Hirt Menschen op ihrem Glaubensweg begleitet, dat sie als Evangelium als ein gut befreiend Botschaft verkündigt auf hier lebt. Herrgott, hier reis. Für die Verstorben, besonders die Verstorben von der Pandemie, schenkt du ihnen den ewig Fried. Herrgott, hier eis. Gute Papa am Himmel, du seist Ruf für Zeichen von deiner guter Nachricht zu sinn. Geweis zu verstohlen, dass du als Kraft gibst, für ob der Ruf positiv zu entfern. Wir beten dich durch Jesus Christus, als Bruder an eisen Herr. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken, durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird.
in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Simos
Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Kliew. Den nächsten Sonntag halle Fasten über Dromatmas von Habst. Und los schalten wir zurück an den Studio.
Tschüss.